Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Silly. Endlich geht's los. Meine Reise nach Deutschland, die grosse Reise beginnt und ich wollte jetzt gerade anfangen zu vloggen, weil ich noch etwas bereit machen muss. Und vor einer halben Minute ist es noch schön sonnig gewesen, und dann plötzlich sieht es jetzt einfach so aus. Es hagelt einfach fast. Das ist richtig, weißt du? Es ist schön Wetter gewesen, und jetzt fängt es einfach eiskalt an zu hageln. Einfach so aus dem Nichts raus. Ich chill hier, so vor dem PC, Musik hören, noch letzte Dokumente machen. Das noch bereit machen, den Laptop und die letzten Dateien schliessen und abschalten und alle Sachen, die ich nicht brauche, da lassen, Speicherkarten. Dass ich eine Speicherkarte habe zum Videoschneiden dann. Und dann plötzlich macht es so ein Geräusch, ich so, hey, fuck, was ist das? Und dann merke ich einfach eiskalt, dass es anfängt zu schiffen, und ich habe beide Fenster offen und jetzt sind wir so reingeschiffen. Ich hoffe, dass jetzt nicht zu viel kaputt gegangen ist vom Boden, weil es ist Parkettboden und ja, das hat nicht allzu viel Wasser bekommen, weil sonst bühlt er sich halt so auf. Aber ja, die Leute, die einen Parkettboden haben, wissen meistens, was ich für das Problem meine. Und jetzt ist es so, ich weiss nicht, wer meinen Vlog gesehen hat, weiss ja, dass mein Laptop kaputt ist. Und der sieht nämlich so aus. Ja, entschuldigt bitte jetzt, dass halt eben die Geräusche kommen. So sieht es aus, wenn jetzt das wird fokussieren. So, perfekt. Dann seht ihr auf jeden Fall, ja eben, der ist leicht kaputt. Und ich habe es jetzt geschafft, ich habe den Touchscreen-Modus ausschalten, weil das war eigentlich vorher das Hauptproblem, dass wenn ich schneiden und dadurch, dass die Splitter hat das Laptop die ganze Zeit das Gefühl gehabt, ich berühre irgendwas, was aber gar nicht der Fall war. Und darum hat er die ganze Zeit gemeint, ich gedrückt hätte, und dann hast du meine Maus immer gesponnen und plötzlich hat sich das Fenster automatisch geschlossen. Somit sind dann Dateien verloren gegangen zum Teil, und dann musste ich es noch einmal machen. Und das habe ich jetzt im Begriff bekommen, und ich weiss nicht, ob ihr das Paket da oben seht, an meiner Decke oben. Und das muss ich jetzt mal irgendwie abbringen, weil dort innen kann sein, dass noch meine Rechnung ist, weil ich muss das Ganze jetzt der Versicherung angeben. Und ich weiss nicht, wie ich das oben abholen soll. Ich glaube, ich platziere ich jetzt einfach mal so da oben. Okay. Das haben wir wohl geschafft. Das Paket liegt unten. Ja, wenn ihr seht, von Lenovo. Und jetzt mache ich eigentlich so fast ein kleines Unboxing in meinem Vlog rein. Obwohl das eigentlich gar nicht der Sinn der Sache wäre, aber egal. So, dann machen wir das Ganze mal auf. So, warten Sie jetzt nicht auf. Mach ich falsch. Aha, so. Das haben wir so, das kommt raus. Ah! So, hat es da irgendwie eine Rechnung? Nein. Nein. Nein, scheiße. Gut, hat anscheinend doch keine Rechnung drin. Aber egal, dann schaue ich das so schnell rein. Und übrigens, um das, was es heute eigentlich hauptsächlich geht, gepackt ist bereits schon. Also, ein Kamerarucksack und da sind beide drin. Und ich wundere mich jetzt sicher, wieso mein Koffer so groß ist. Aber boah, hat es das Staub von dem Scheissdreck, weil da oben ist halt recht staubig, und dort putze ich mich eigentlich im Morgen, wenn es gut kommt. Und ja, jetzt ist halt die Schachtel aber gekippt, das heisst, es ist recht viel Staub, aber gekippt, und da ist noch etwas an. Nein, ist auch falsch. Und ja, der Koffer sieht zwar recht gross aus, aber ist er eigentlich gar nicht, weil erstens mal, neben dem Kamerarucksack sieht er recht gross aus, aber der Kamerarucksack ist schon riesig, das heisst, der Koffer ist nicht allzu gross. Und hat zwar keinen Sinn gemacht, aber Fresse-Handy. Und jedenfalls, ja, ich habe dort einfach recht viel Platz gelassen, weil ich kenne mich, wenn ich irgendwo in Deutschland etwas sehe, was billig ist, dann geht man doch einfach lieber schnell noch shoppen. Und ja, dann postet man sich dort noch etwas, und packe jetzt so fertig, räume das Puff, das ich jetzt gerade veranstaltet habe, wieder einmal auf. Und eigentlich kann ich jetzt vorher noch rausgehen, Longboard fahren, weil es schon schön recht gut war. Aber das ja eben, jetzt anfängt zu schiffen, wird das wohl mit dem Longboard fahren eher weniger etwas, darum würde ich sagen, jetzt gehen wir einfach direkt Richtung meinen Kollegen wahrscheinlich. Ah, oder vielleicht wird es ja doch noch etwas. Ich meine, die Sonne scheint jetzt ja wieder, also dem her könnte es ja doch sein, dass es jetzt noch etwas wird, dass ich nachher rausgehe, aber wahrscheinlich eher nicht das Gefühl, das Problem ist wahrscheinlich, dass es jetzt nass ist. Und wer vielleicht selber ein Sport fährt, weiss vielleicht, wenn es Schiff geschifft hat,
dass es nachher nicht die schlauste Idee ist, direkt rauszugehen, weil der Boden ist nachher nass und es rutscht extrem und das ist halt einfach gefährlich. Und darum weiss ich nicht, ob ich jetzt nachher rausgegangen. Jedenfalls, ja, ich mache jetzt noch alle Sachen parat und jetzt geht es wirklich zum Kollegen. Wir sind jetzt gerade in McDonald's und wir sind gerade im Burger King und nicht im McDonald's, gut gemacht Silvan. Und der Kollege, ich stelle mich dann nachher noch genauer vor, ist jetzt noch mal rauf schauen, ob unser Zug wirklich dort fährt, wo er ist, weil auf dem Hauptfahrtplan ist er nicht dort angezeigt, aber egal, wir haben jetzt noch gegessen. Und jetzt nachher geht es noch auf den Zug und ich würde sagen, ich melde mich am besten noch mal einmal vom Zug. Wir sind unterdessen in Basel angekommen. Ja, bis dahin habe ich eigentlich nicht viel gemacht und ich habe mir jetzt nachher vorgenommen, im Zug dann mein Video fertig schneiden, das heisst der Vlog fertig schneiden, dass dann morgen um 6 Uhr online kommt. Ich muss jetzt gerade mal schauen, wo wir reserviert sind. Man muss einfach nicht, jetzt. Wagen 14. Schau, wo der ist. Gut, warte, in welche Richtung fahrt ihr? Ich hoffe mal in jeder da. Warte, jetzt vorher hat es einen Loki, das heisst, dort hinten ist der Wagen 14. Weißt du das? Ja, weil dort vorher habe ich einen Loki gesehen. Dann gehe ich jetzt davon aus, dass der Wagen... Ah, warte, da ist Wagen 10. Je nachdem, was jetzt da vorne wird stehen, sehen wir es dann, ob wir jetzt in die richtige Richtung laufen oder nicht. Also das ist sicher zweite Klasse. So, was steht da? Wagen 9. Gut, falsche Richtung, andere Seite. Alter, weißt du, ich so... Ja, dort hinten ist länger, muss sicher Wagen 14 sein. Aber nö. Weißt du, ich hätte es eigentlich logisch erschliessen, wenn da vorne Wagen 10 ist und da vorne nur die 3 Wege sind, könnte man es eigentlich aus Schlauheit erschliessen. Dass eigentlich ja, es dort hinten muss. Also dafür nummeriert ist egal. Ah. Aber die Züge sind einfach eiskalt, richtig runtergekühlt. Ja, und es ist richtig kalt dort drin. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt der Wagen 13 oder 12? Weil je nachdem gibt es gar keinen Wagen 14. Doch. Das ist der Wagen 12, das ist der Wagen 13. Und wo ist bitte schon der Wagen 14? Ja perfekt, es gibt gar keinen Wagen 14. Hast du keinen Eis? Hä? Was ist das 13? Ah gut, der Wagen 13 gibt es einfach gar nicht und wir sind direkt bei der Loki vorne. Perfekt. Das vorderste, wo man kann sehen. Und das sind noch richtig alte ICE-Wege. Da müssen wir hin. Man sieht es gar nicht, da müssen wir hin. Und wir kommen am 6 Uhr morgen in Köln an. Und direkt schon mal luxuriöser der Wagen als der, den wir vorher hatten. Steht hier irgendwo reserviert drauf? Überall reserviert. Nein, gegebenenfalls heisst das. Ja, 55, 56, da sind wir. 4 gut, dann müssen wir eigentlich dort hinten. Also wir haben Platz 55 und 56. Also je nachdem, wenn die Tische nicht reserviert sind, dann hocke ich uns einfach an den Tisch. Alter, perfekt, hast du reserviert, das sind aber ein Tisch. Ey, so nicht, wir haben einen Tisch. Das heisst, jetzt kommt erstmal. Okay, ein Handy gab das nicht. Ja. Und man merkt ja direkt, es hat einfach viel mehr Platz zwischen den Sitzen. Und ich weiß jetzt glaube ich nicht, aber ich bin noch nie Erstklasse gefahren. Das ist jetzt gerade das erste Mal, dass ich Erstklasse fahre. Und haben wir hier irgendwo Steckdose. Also das haben wir. Also ja, der Wagen ist sicher noch ganz. Aber Steckdose, sieht es nicht so, als würde eine Steckdose irgendwo in der Nähe. Nein. So, letztes Search vor. Also normalerweise hat es ja immer Anfangs- und Schlusszugs. Also Zugswaggon eine, aber nö. Das haben wir da einen. Und vorher haben wir eben in einem richtig neuen gesehen, die IC3. Dort war alles richtig schön modern und jetzt da ist es eigentlich der älter. Aber es macht nichts. Man hat einen schönen großen Tisch, man kann den Tisch ausklappen. Dann schneide ich jetzt da noch meinen Vlog. Dann würde ich sagen, melde ich mich, nachdem ich den Vlog geschnitten habe. So, wir sind jetzt hier am Bahnhof in Basel-Kalten. Also auf der deutschen Seite ab und somit sind haben wir auch die Grenzen überquert, wir sind jetzt in Deutschland und
ich schneide jetzt nachher hier noch meinen Vlog fertig und das wäre es vom heutigen Vlog. Ich habe euch gefallen, es hat jetzt nicht die grösste Cinematics drin, also nennen wir halt ein bisschen reden, weil es jetzt auch nicht der spannendste Vlog war, aber ich würde sagen, schaut unbedingt in 2 Tagen wieder vorbei, weil dann gibt es richtig geile Aufnahmen und ja, wir fahren jetzt die Nacht durch und wir sehen uns sicher am Morgen wieder, wenn ich den Zug aufwache, am 6. Morgen.